Herzlich willkommen zu unserem Gebetsabend. So schön, dass ihr da sind. Lasst uns miteinander unseren grossen Gott feiern. Praise on the mountain. I praise when I'm sure. I praise when I'm doubting. I praise when I'm numbered. Praise when surrounded. 'Cause praise is the water my enemies drowning. As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Daba a sentirlo y aún cuando no te alabo y sé que estás en control. Es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Come on. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I'll praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I'll praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. I praise you. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? I won't be quiet, my God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Praise the Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that has breath praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Halleluja. Ja, wir preisen dich, Jesus. Wir loben dich und wir lieben dich. Und ich danke dir, dass du da bist, dass du lebst im Lobpreis deines Volkes. Und ich danke dir, dass du heute Abend hier bist und dass wir dir begegnen dürfen. Du allein bist würdig, dass wir dich anbeten, dass wir dir Lieder singen. Denn du bist so gut, so treu, so souverän.
souverän. Und ich danke dir für deine Gegenwart heute Abend. Begegnet uns. Würdig all unserer Lieder bist du allein. Würdig all unseres Lobs wirst du immer sein. Würdig nun jeden Atemzug dir zu weihen. Wir sind
Heiliger Geist, wir wollen unsere Herzen weit öffnen für dich. Espíritu Santo, queremos abrir nuestros corazones para ti. Danke, dass du da bist. Gracias que tú estás aquí Danke, dass du in uns lebst. y gracias que tú vives en nosotros. Und danke, dass du mit uns Gemeinschaft haben möchtest an diesem Abend. Y gracias que tú quieres tener comunión con nosotros en esta tarde. Und Herr, wie es Matthias gestern gesagt hat, wir wollen dich alle besser kennenlernen in diesen Tagen. Y tal como Matías ya lo dijo anoche, en estos días queremos conocerte mejor todos nosotros. Herr, wir alle möchten zurückschauen können und sagen, wow, ich habe den Heiligen Geist besser kennengelernt. Y todos nosotros queremos poder mirar atrás y decir, wow, he conocido mejor al Espíritu Santo. Du bist Gott in uns, Tú eres Dios en nosotros. unser Tröster, unser treuer Begleiter, unser Ratgeber. Nuestro consolador, el que nos acompaña fielmente y el que nos aconseja. Herr, Heiliger Geist, wir lieben dich Espíritu Santo, te amamos und möchten dir einfach Raum geben in unserem Leben. y queremos darte simplemente lugar en nuestra vida. Und redet auch heute Abend zu uns. Y háblanos en esta tarde también a nosotros. Amen. Amén. Amen. Hey, seid ganz herzlich willkommen heute Abend. Sed todos muy bienvenidos en esta tarde. Schön können wir miteinander beten. Qué bien que podemos orar juntos aquí. Ihr dürft euch gerne setzen. Puedes tomar vuestros lugares. Ganz herzlich willkommen auch alle, die von zu Hause aus zuschauen. Muy bienvenidos también a todos los que nos miran desde casa. Und ganz besonders grüßen wir auch all diejenigen, die in Meilen und Nettwil am See zusammengekommen sind. Y sobre todo saludamos a todos los que están en Mailen y en Neutville-am-See, que nos están mirando también juntos. Habt ihr die Gemeinschaft des Heiligen Geistes heute schon so richtig genossen? ¿Habéis disfrutado ya hoy, en este día de hoy, la presencia del Espíritu Santo, la comunión con el Espíritu Santo? Das ist kompliziert auf Spanisch, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Nein, das habe ich nur verschnurrt. Heute ist das Thema Gott in uns. Hoy el tema de esta tarde es Dios en nosotros. Und wir lesen gleich aus Johannes 14, die Verse 16 und 17. Und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Ratgeber geben, der euch nie verlassen wird. Es ist der Geist der Wahrheit. Die Welt kann ihn nicht empfangen, denn sie sieht ihn nicht und erkennt ihn nicht. Ihr aber kennt ihn, weil er bei euch bleibt und in euch sein wird. Y leemos en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, los versículos 16 y 17. Y yo pediré al Padre y os dará otro consolador para que os acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros sí lo conocéis, porque vive con vosotros y estará en vosotros. Durch den Heiligen Geist lebt Gott in uns. Gott ist in jedem Moment unseres Lebens, unseres Alltags bei uns. A través del Espíritu Santo, Dios vive en nosotros. Dios está en cada instante de nuestra vida, está con nosotros. Die Welt hat ihn nicht, aber diejenigen, die zu Jesus Christus gehören, die haben dieses Privileg. El mundo no lo tiene, pero aquellos que pertenecen a Jesucristo tienen ese privilegio. Und hey, der Heilige Geist ist auch bei dir, auch wenn du ihn nicht fühlst, auch wenn du Zweifel hast, auch wenn du versagst hast, er bleibt bei dir. Wenn du ein Kind Gottes bist, bist du eins. Y el Espíritu Santo está contigo, aunque tú fracases, aunque no lo sientes, aunque te equivoques, Él está contigo porque tú eres un hijo de Él, de Dios. Und vielleicht, wenn du heute Abend mit Zweifel gekommen bist, hey, sieht Gott mich überhaupt noch? Hey, dass du da bist, ist schon ein Beweis dafür, dass der Heilige Geist in dir am Wirken ist. Y si aún tienes dudas en esta tarde, si no sabes si Dios te ve, pues el hecho de que tú estés aquí ya es una prueba de que el Espíritu Santo está en ti. Es ist auch der Heilige Geist, der uns immer wieder in die Gegenwart Gottes zieht. Porque es el Espíritu Santo que nos atrae una y otra vez a la presencia de Dios. Und ich habe heute Abend so 3 Fragen dabei, wie wir vielleicht tiefer kommen können in unserer Wahrnehmung von der Gegenwart Gottes. Y me he traído en esta tarde 3 preguntas, cómo poder también ser más conscientes de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Wo war der Heilige Geist, als das passiert ist? ¿Dónde estaba el Espíritu Santo cuando sucedió eso? Wo ist der Heilige Geist jetzt gerade? ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora, en este momento? Und wo wird der Heilige Geist morgen sein bei Pünktli, Pünktli, Pünktli? ¿Y dónde estará el Espíritu Santo mañana en ... Die erste Frage ist rückwärts orientiert. La primera pregunta está mirando hacia atrás. Vielleicht hast du Schwieriges erlebt. Vielleicht hast du Dinge erlebt, die du nicht einordnen kannst. Quizás has experimentado cosas muy duras, cosas que tú no puedes ahora poner en un lugar. Du kannst auch da fragen, Heiliger Geist, wo warst du damals? Y aquí tú también puedes preguntarte, Espíritu Santo, ¿dónde estabas en aquel momento?
Der Heilige Geist kann dich jetzt noch trösten, er kann dich wiederherstellen, er kann Dinge dir helfen, sie einzuordnen. Y el Espíritu Santo aún hoy te puede consolar, te puede ayudar también a poner cosas en orden, a entender cosas. Aber kann dir vielleicht auch helfen, zu merken, wo du nicht auf ihn reagiert hast in einer Situation. O puede ayudarte también en alguna situación que quizás no has reaccionado como deberías cuando Él te ha hablado. Am Sonntagabend hat mir meine Frau erzählt, dass sie ihr Portemonnaie nicht mehr findet. El domingo por la noche mi mujer me dijo que ya no encontraba su monedero. Ich war schon müde und war schon im Bett. Yo ya estaba cansado, estaba en la cama ya. Habe dann nur gesagt, ja, morgen werden wir das schon finden. Y solo dije, bueno, ya lo encontraremos mañana. Und dann am Morgen bin ich aufgestanden, habe sie gefragt, hey, hast du es schon gefunden? Y por la mañana cuando me desperté, me levanté, le pregunté, bueno, ¿lo has encontrado ya, los monederos? Sie haben gesagt, ich bin nachher nochmals aufgestanden, als du geschlafen hast, aber ich habe es nirgends gefunden. Me dijo, no, me levanté otra vez cuando tú ya estabas durmiendo, pero no lo he encontrado en ninguna parte. Heiliger Geist hat mir einen Impuls gegeben, ich habe sofort gefunden das Portemonnaie. Y el Espíritu Santo me dio un impulso y encontramos enseguida ese monedero. Aber, und deshalb erzähle ich es euch jetzt, Pero, y por eso lo estoy contando. ich habe dann auch die Erinnerung bekommen, gestern Abend im Bett hatte es dann nicht den Impuls, nochmals aufzustehen. Y lo cuento eso porque en la noche anterior yo también ya tuve ese impulso, pero no tenía ganas de levantarme. Der Heilige Geist war noch gnädig, hat mir auch am Morgen noch geholfen, aber eigentlich hätte mir am Abend noch helfen wollen. Y el Espíritu Santo tuvo gracia y me ayudó por la mañana también, pero en sí Él ya quería ayudarme por la noche. Und das ist eine Bagatelle, sage ich mal, aber so können wir auch im Nachhinein noch lernen. Heiliger Geist, danke, dass du mir jetzt noch zeigst, wo ich über einen Hinweis von dir drüber gegangen bin. Y parece una pequeñez, pero podemos decir también, Espíritu Santo, gracias que me has enseñado aún después a dónde tenía que ir a buscar. Wo ist der Heilige Geist jetzt gerade? ¿Y dónde está el Espíritu Santo ahora mismo, en este instante? Ja, er ist hier, Está aquí. aber ich muss es mir bewusst sein. Pero tengo que ser consciente de eso. Und da können uns vielleicht auch einfache Gewohnheiten helfen, einfach immer wieder dran zu denken. Y aquí pequeñas costumbres nos pueden ayudar de recordarlo una y otra vez. Natürlich ist unser Essen auch gesegnet, wenn wir nicht dafür beten. Claro que nuestra comida también está bendecida, aunque no oremos por ella. Aber es ist zum Beispiel eine Möglichkeit, um wenigstens bei jeder Mahlzeit daran zu denken, danke Herr, dass ich nicht nur versorgt bin, sondern auch, dass du da bist. Pero es una oportunidad también, al menos en cada comida, recordarnos de gracias que tú me has proveído, gracias que tengo comida. Oder du kannst sagen, wenn du ins Auto einsteigst, du betest, wenn du in den ÖV einsteigst, es gibt viele so Aufhänger im Alltag, wo du sagen kannst, hey, da möchte ich beten und mich wieder bewusst machen, Gott ist da, er ist mit mir. O cuando te subes al coche, cuando entres al transporte público, hay muchas posibilidades durante el día donde tú puedes recordarte, gracias Jesús, gracias Espíritu Santo, que tú estás aquí conmigo. Und die letzte Frage ist, wo wird der Heilige Geist morgen sein? Y la última pregunta es, ¿dónde estará el Espíritu Santo mañana? Natürlich ist auch das banal, er wird auch dann einfach bei dir sein. Claro, eso también es trivial, porque también mañana estará contigo. Aber kennen wir es nicht alle, dass wir uns auch immer wieder Sorgen machen? Pero no lo conocemos todos nosotros, que también nos preocupamos de vez en cuando. Und wenn du solche Momente hast, dann versuch nicht nur die Sorgen wegzuwerfen, versuch dir doch mal vorzustellen, wie der Heilige Geist in dieser Situation bei dir sein wird. Y cuando tengas una situación así, entonces no trates simplemente de dejar las preocupaciones de lado, sino trate de imaginarte cómo será cuando el Espíritu Santo estará contigo. Es ist ein schöner Gedanke, oder? Du kannst deine Woche, die vielleicht wie ein Berg ausschaut für dich, kannst du so mit dem Heiligen Geist in Gedanken durchgehen und das wird doch einfach gerade anders. Y es un pensamiento bonito, que a lo mejor la semana delante de ti parece como una montaña grandísima, pero puedes imaginarte que el Espíritu Santo estará contigo y ya cambia la situación. Wann ist der Heilige Geist bei uns? ¿Cuándo es que el Espíritu Santo está con nosotros? Siempre, immer. Immer. Er war immer da, er ist immer da und er wird auch immer da sein. Siempre estuvo aquí, siempre está aquí y siempre estará aquí también. Wenn wir jetzt ins Gebet gehen, vielleicht kannst du gerade den Heiligen Geist fragen, in welchen von diesen 3 Fragen sollte ich mich heute Abend bewegen, um dich besser kennenzulernen. Y ahora cuando entremos también al tiempo de oración, puedes preguntarle también al Espíritu Santo, ¿cuál de esas 3 preguntas debes tú enfocarte ahora para Du kannst auch gerne nochmals so meditierend diese Bibelverse durchgehen aus Johannes 14, 16 und 17. Y también puedes meditar sobre esos versículos de San Juan 14, 16 y 17 que hemos leído ahora. Wir haben jetzt in der Gebetszeit einfach die Möglichkeit, uns frei zu bewegen. Ahora en tiempo de oración tenemos la posibilidad de movernos libremente.
Falls du noch Inspiration suchst in Gebeten, wir haben diese Gebetsleitfäden, die sind übrigens auch online aufgeschaltet. Si buscas inspiración en la oración, tenemos aquí esas guías para orar también, la tenemos en línea también. Ihr dürft sehr gerne Gebetsanliegen deponieren oder für sie beten. Puedes dejar aquí también peticiones de oración o orar por ellas. Ihr dürft uns gerne auch online Gebetsanliegen abgeben, dann werden die morgen hier liegen. También nos puedes enviar las peticiones de oración en línea y mañana los pondremos aquí también. Und wenn du da bist und sagst, hey, ich habe einfach ein Anliegen, ich möchte gerne, dass jemand für mich betet. Y si simplemente tienes que sentir que quieres que alguien ore por ti, Komm doch da zum Kreuz. Wir haben Mitarbeiter, die sind gerne bereit, auch in dieser Zeit mit dir zu beten. entonces puedes venir aquí a la cruz y tendremos aquí colaboradores que estarán ministrando. Heiliger Geist, wir danken dir, dass du wirklich in jedem Moment unseres Lebens bei uns bist. Espíritu Santo, te damos gracias que realmente estás en cada instante de nuestra vida con nosotros. In der Vergangenheit, in der Gegenwart und in der Zukunft. En el pasado, en el presente y en el futuro. Herr, auch wenn wir das alle wissen und schon viel gehört haben, lass es einfach tiefer in unser Herz hinabsinken. Y Señor, aunque lo sepamos y lo hemos escuchado muchas veces, que realmente eso pueda caer profundo en nuestro corazón. Lass das Leben in deiner Gegenwart wirklich etwas sein, das uns so richtig ausmacht. Y que el vivir en tu presencia sea algo que nos diferencie realmente. Heiliger Geist, wir brauchen dich so sehr. Espíritu Santo, te necesitamos tanto. Amen. Amén.
just want to speak the name of Jesus over every heart and every mind. 'Cause I know there is peace within your presence. I speak Jesus. I just want to speak the name of Jesus till every dark addiction starts to break, declaring there is hope and there is freedom. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is love. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. I just want to speak the name of Jesus over fear and all anxieties, to every soul held captive by depression. I speak Jesus. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Your name is power, your name is healing, your name is life. Break every stronghold, shine through the shadows, burn like a fire. Wir wollen jetzt im letzten Teil auch noch miteinander beten. Y ahora en esta última parte queremos orar juntos también. Ihr dürft gerne dort, wo ihr seid, vielleicht in Gruppen zusammenstehen. Si queréis, ahí donde estáis, poder formar grupos. Es wäre schön, wenn niemand alleine ist, der nicht alleine sein möchte. Sería bueno que nadie estuviera solo, que no quiera estar solo. Dass wir vielleicht so zu dritt, zu viert irgendwie zusammenstehen. Pues puedan juntaros de 3 o de 4. Und so, der erste Punkt, für den wir beten wollen, ist, dass wir in unserem Alltag einfach so Wege finden dürfen, wie wir die Gegenwart Gottes uns sehr bewusst sein können. Y el primer punto por el cual queremos orar es que nosotros en nuestro día a día podemos encontrar cómo buscar más, vivir más en la presencia de Dios. Und beten wir doch füreinander. Oremos los unos por los otros. Sprechen wir übereinander aus, dass wir Wege finden werden mit dem Heiligen Geist, wie wir tiefer kommen, wie er mehr präsent sein kann. Y proclamemos sobre nosotros cómo podemos encontrar caminos, cómo estar más profundamente junto con el Espíritu Santo.
dürft gerne auch einen Moment ruhig werden in euren Gruppen und auf Gott hören. Si queréis poder también daros un momentito de silencio y escuchar a Dios cuando estéis en vuestros grupos. Erwarten wir, dass die Gaben des Geistes gerade jetzt auch in diesen Gruppen, wie wir zusammenstehen, dass die wirken. Y esperemos que también que los dones del Espíritu estén obrando ahora en estos momentos que estamos juntos. Vielleicht empfängst du gerade in diesen Momenten irgendein Bibelvers, ein Wort, ein Bild für jemand aus deiner Gruppe. Quizás estás recibiendo ahora en este momento por alguien de tu grupo un versículo, una imagen, un impulso de parte de Dios. Lass uns einen Moment ruhig sein und wenn du etwas hast, darfst du es gerne in deiner Gruppe weitergeben. Tomemos un momento de silencio también y si recibes algo, entonces puedes compartirlo con tu grupito también. Wenn ihr noch Zeit braucht, in euren Gruppen auf den Heiligen Geist zu hören, dürft ihr euch gerne noch diese Zeit nehmen. Y si todavía necesitáis un poco más de tiempo para escuchar al Espíritu Santo en vuestros grupos, tomaros ese tiempo. Und sonst habe ich nochmals ein Anliegen für unsere Fürbittegruppen. Y si también tengo una petición para nuestro grupo de intercesión. Es gibt ja an den unterschiedlichsten Orten gibt es Gebetsgruppen. En varios lugares tenemos grupos de oración. In Schulen, für Schüler, in Geschäften, die Mütter, die zusammenkommen, um zu beten. Hay grupos de oración en escuelas, hay en negocios o también las madres que se juntan para orar.
in Dörfern und Quartieren. en pueblos y en barrios. Lass doch einfach beten für diese Gebetsgruppen. Queremos ahora orar por esos grupos de oración. Dass wirklich Orte sind, die geprägt sind von der Gegenwart Gottes. Que sean lugares donde están realmente impregnados por la presencia de Dios. Wo sich durch diese Gebetsgruppen etwas ausbreiten kann. Y que a través de esos grupos de oración algo se expande. Wollen wir das noch tun miteinander? Vamos a hacerlo juntos ahora.
So schön, miteinander beten zu können. Qué bonito es poder orar todos juntos. Wer hat den Heiligen Geist erlebt heute Abend? ¿Quién ha experimentado el Espíritu Santo en esta tarde? Zu Hause, ¿Y en casa? im Chat, Daumen nach oben. Poner una manita en el chat. Morgen Abend sehen wir uns wieder zur selben Zeit, am selben Ort. Mañana nos vemos aquí a la misma hora, aquí en el mismo lugar. Jetzt noch ganz wichtig, Ya, muy importante. wir möchten uns gerne gegenseitig auch über Social Media ermutigen, was wir mit dem Heiligen Geist erleben. Queremos animarnos también a través de los medios sociales de qué es lo que estamos viviendo con el Espíritu Santo. Heute sollte von mir irgendwie ein Video rausgegangen sein. Hoy tendría que haber salido un vídeo de parte de él. Und wenn du auch etwas beitragen möchtest, hey, geh bitte jetzt gleich zum Mucki-Raum und eben dem Shop. 15, 20, 30 Sekunden, ein kurzes Statement, dass wir einander so ermutigen können. Y si tienes algo también para compartir, entonces ahora puedes ir afuera donde tenemos la habitación para las mamás con los niños. Puedes hacer un video de 15, 20, 30 Wer geht segundos. noch vorbei? ¿Quién va a pasar por ahí? Einmal, super. ¿Uno por ahí? Hey, lass mich nicht hängen. No me dejáis colgado por aquí. Wo? Zweimal? ¿Dos? Mindestens noch eine dritte Person, sonst schließen wir die Türen. Va alguien más. Si no, Ah, vamos a da cerrar la oben. puerta. Super, danke vielmals. Kommt gut heim, schön, dass ihr dabei gewesen. Que llegáis bien a casa. Gracias por haber venido.